Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Jetzt! Simsalabim! Was ist in dieser Kanone drin? Okay, ich habe mir es grösser vorgestellt. Der Jan Fitze geht in die Manege. Mit dabei die Redaktorin Seraina Bernet und die Crew. Ich muss leider so kommen, weil ich muss dann einen gewissen Eindruck machen. Außerdem will ich nicht, dass ich schon festgefahren bei den Clown-Nummern bin. Mir schwebt ja vor, dass ich vielleicht auch im Artistenteam aufgenommen werde. Das ist «Fitze übernimmt». Ein Zirkus. So. Heute zusammen. Ist da irgendwo der Marco oder die Ramona oder beide? Marco. Jan. Ciao, Jan. Freut mich sehr. Ebenfalls. Sorry für den Aufzug von der Crew. Die haben gemeint, das sei lustig. Ja, ist es auch. Hat nichts damit zu tun. Schon gut, schon gut. Gutes Wetter haben wir mitgebracht. Das ist Zirkuswetter, oder? Ja, richtig. Der Aufbau wäre Sonne noch gut und nachher ist aber gut, wenn es eben so ein bisschen Das grau ist ist, so. damit die Leute kommen. Richtig, genau. Du bist hier der Chef, gehe ich davon aus? Nein, meine Frau. Also ihr beide, oder? Ja, Hauptsächlich deine Ja, Ramona. Ramona. Wir zwei zusammen. Das ist ein Familienunternehmen. Genau, richtig. Mit unseren 5 Kindern. 5 Kinder Jawohl. und noch ein Zirkus. Jawohl. Oh mein Gott. Das sieht aber noch recht entspannt aus. Ja, nein, es geht. Nein, passt. Die Kinder helfen mit und dann passt das. Ja, da geht schon. Wer die steigen nicht auf und hat im Zirkus nichts verloren. Das ist ja so. Hallo! Hoi, hallo. Du wirst Ramona sein. Ja, Freut mich an. Euren neuen... Gango. Ja, extra Kunstpause gemacht, dass wieder etwas Gutes kommt, so der Direktor. Ah, ja, vielleicht. Star... wie sagt man? Star-Artist. Aber okay. ja, fangen wir mal mit Gango an. Nein, aber freut mich, dass ich hier sein darf. Freut uns auch, dass Ja, Sie da sind. weil Zirkus, habe ich das Gefühl, das liegt mir jetzt einmal. Ja, ich musste viel kämpfen in dieser Sendung, aber ich glaube, diese Woche wird richtig schön. Meinst du? Ja. Okay. Lassen wir uns überraschen. Mal schauen, dass es nicht anbrennt. Was machst du eigentlich? Zucchetti. Gut. Was heisst eigentlich Marambert? So Marco Ramona Berger. Simpel. Ja. Alle gehen immer, weil sie studieren. Ja, es und tönt alles. so schön, weißt du, so, vor allem hier noch so Bündnerland, wie Malunz, Gapunz, Maramber, Genau, so etwas zum Essen. Eis, gell? Ja. Ja. Aber gut, ich habe es jetzt schon als Spezialität, Bündner Spezialität abgespeichert, aber ist es ja, Ja. eigentlich auch. Ist Bündner eigentlich. Zirkus-Spezialität. Ja. Seit 4 Jahren tourt der Zirkus Maramber durch Deutschschweiz. Für den Jan gibt es das erste Mal eine Führung über das Gelände. Da, wo wir jetzt sind, das ist unser Vorbereich. Da. Also hier wird dann nachher der Eingang gestaltet. Und hier der Bistrowagen, der für den Bea Preu. Der ist kein Witz, der ist wirklich da. Ja, Ne? der ist wirklich da. Dürfen wir reinkommen? Es ist wirklich der Beat Boy. Ich kenne seine Stimme wie kein zweiter. Ha? Beat! Grüß Gott, hoi. Jan, freut mich. Ebenfalls. Was für ein Ehr. Ich kenne dich bis jetzt erst aus dem Fernsehen und 100'000 Heftchen natürlich. Jetzt ist er wirklich da. Ich bin hier im Zirkus, wo ich eigentlich hingehöre. Der Zirkus hat verschiedenste eigene Tiere. Die sind im Programm besonders wichtig. Wollen wir einen Papagei gehen? Oh ja. Hallo zusammen. Hi, amigo. Wir zwei sind Freunde, hoffe ich. Ja, ich auch. Der, Hoffen auch. ist das gut, wenn er einem so visualisiert? Ich weiß nicht, was hat er im Sinn? Hi, wie heisst du überhaupt? Kommt der jetzt? Zafira, willst du mal da drauf hocken? Ich habe keine Ahnung. Oh. Okay, Zafira. Ui, 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 ui. Hoi, Freund oder Freundin, was bist du? Zafira, machen wir die Woche eine große Show. Hä? Oh, nein, 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 nicht attackieren. Hä? Dann machen wir erst in der Manege, wenn es sich lohnt. Nein, Zafira. Oh, nein, nein, nein. Was machst du da? Habe ich schon gesagt, dass ich Angst habe eigentlich vor... Ja, Tier ist ja wirklich leider gar nicht mein Ding. Was ein bisschen schwierig ist, wenn du in einen Zirkus kommst, wo das Jahresprogramm hat, Tier ist gut.
bei uns. Ist ja, glaube zuletzt nicht. Ab jetzt gehört der Jan zu der Familie. Muss sich aber zuerst noch beweisen, ob er gemacht ist für den Zirkus. Wir sind eigentlich auch so aus dem Nichts raus, ja, als Gangos zur Direktion gekommen. Und wenn wir das schon können, dann kann er das sicher auch. No risk, no fun. Wir sind ein bisschen Quatschköpfe. Ich denke, er ist auch ein bisschen Quatschkopf und ich denke, das passt. Im Zirkus helfen alle mit beim Aufbau des Zelts. Auch der Jan muss in die Hose. Es ist auch noch gut, dann wirst du nicht nass. Scheiße. Ohne Kappe kannst du dir gar nicht auf den Kopf tun. Serena, kannst du mir meine pinke Mütze holen? Nicht so dumm. So wie ich ihn jetzt so am Mittag kennengelernt habe, denke ich, erinnert so ein bisschen an einen Krampfer. Einer, der richtig anpacken kann. Das sieht man auch in der Postur, die er hat. Oder? Sicher einer, der anpacken kann. 142, ein Dreier. Ja, das ist ja wie ein Puzzle. 104 oder 156. 159 ist gesucht. Danke dir. Hier, die 57 wäre das nächste. Ich hab's noch gedacht. 100. Hui. Also das ist eigentlich noch ein cooler Job, habe ich jetzt schon das Gefühl, weil man macht so ein bisschen alles. Weißt? Sonst ist man ja immer spezialisiert auf irgendwie ein Department. Da machen alle alles. Wahnsinn, das steht tatsächlich. Innerhalb von einem Tag. Dann haben wir Feierabend. Ist so. Ja, gut. Danke. Danke. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Werbung noch machen, damit die Leute in den Zirkus kommen. Genau. Morgen. Das macht der Jan zu Wattwil. Der Zirkus Maramber ist im Dorf. Aber wir sind ja nur ein paar Tage hier. Er ist extra aus Deutschland gekommen für unsere Aufführung. Das ist aber nett. Wir sind auch international. Sie sind erfolgreich. Papageien, Lamas, Beatbräu, alles gibt's. Die Dame, haben Sie es schon lange nicht mehr lustig gehabt, per Zufall? Oder sind Sie sowieso eine Lustige? Nein, Nicht so? ich bin gar nicht der Lustige. Überhaupt nicht. Dann habe ich das richtige Angebot für Sie. Also einer der schönsten Momente im Wattwil war, als ich Serena überraschen durfte. Ich habe gemerkt, eigentlich bin ich ein Depp, weil unser Programm heisst «Tier ist gut» und ich habe nicht einmal ein Tier dabei, um Werbung zu machen. Aber zum Glück habe ich meinen Zauberhut. Also. Simsalabim. Oh, oh! Was ist da in meinem Zauberhut rein? Ein Krokodil. Serena. Nee. Also, mischen wir uns mal heftig unter die Leute. Ist gut. Okay. Guten Tag, der Herr. Zirkus. Ja, aber der da, Mit wem? der ist. Familie. Okay, wer ist das grösste Kalb? Ja, ziemlich sicher ich. Eins verspreche ich dir, wenn ihr kommt, bist du nicht mehr das grösste Kalb, sondern er. Stimmt. Ab Mittwoch bis am Sonntag mit einer genialen Show und einem genialen Zirkusdirektor. Sind Sie? Sie sind von der fixen Sorte. Enkelkinder? Ja, tonnenweise. Tonnenweise, gut. Dann gibt es noch mehr da. Hättet ihr Lust auf Zirkus diese Woche? Du hast fast das gleich gute Kostüm wie ich. Zirkus Marambo diese Woche in Wildhaus. Nicht verpassen. Wir sehen uns. Tschüss. Ja, wir haben genau 2 Flyer. Zirkus Marambo gastiert diese Woche in Wildhaus. Ihr zwei sind die Letzten, die auch noch dabei sind. Ja, Jackpot. Zurück zu Wildhaus erfährt der Jan von Marco, was er diese Woche alles so machen muss. Mit den Hunden hast du heute eine Trainingsrunde. Ja.
weil die tust du am Freitagabend vorführen. Und dann mit den Papageien ist wieder auch noch eine Trainingsrunde, wo dann am Samstagnachmittag wirst du auch in der Manege stehen mit den Papageien. Dann ist noch mal etwas und da musst du dir jetzt wirklich Gedanken machen. Am Samstagabend bist du der Zirkusdirektor, aber nicht nur der Zirkusdirektor. Du wirst noch eine eigene Nummer einstudieren und dann die am Samstagabend im Programm präsentieren. Ja. Das Ganze muss natürlich professionell aussehen. Ja. Du musst auch überlegen, was für eine Musik du dazu willst haben, was du überhaupt zeigen willst und dann trainieren, trainieren, trainieren. Als ich herausgefunden habe, dass ich eine komplett eigene Nummer bekomme, dann war wirklich der Spass vorbei. Und wie lange sollte die Nummer gehen? Zwischen 4 und 6 Minuten. 4 Minuten muss ich? Ja, 4 Minuten wäre schon ideal. Ja, gut. Ja, gut, gut. Dann hat es in meinem Kopf angefangen zu rattern, aber es hat so gerattert, wie wenn so eine Modelleisenbahn aus der Schiene rausfliegt und das Geräusch ist aber noch da. Es rattert, aber es geht nicht weiter. Zuerst wartet jetzt aber im Zelt die Hunde auf den Jan. Oh, wow. Hallo, Geraldine. Jan, freut mich sehr. Das ist Aria. Aria? Ja. Hallo, Aria. Ich habe etwa gleich viel Ahnung von Hunden, wie Kleinkinder Zähne haben. Er ist sehr Tierfreund Also keine. und darum haben wir gedacht, das wäre etwas für ihn. Okay, ja. Aber die sind superherzig. Ja. Sind wir Freunde schon Sie jetzt? sind schon ganz freundlich, ja. Wir sind Freunde. Machen wir eine große Show, hä? Ich habe nichts auf dem Kasten, also es hängt alles von dir ab. Gibst dir mal eine Handvoll raus und steckst es dir mal da in die Tasche. Und das ist dann die Belohnung. Okay, aber nur, wenn Sie etwas gut gemacht haben, ne? Die Zera fängt an, hopp, und dann gehst du immer wieder mit ihr mit. Hopp, hopp. Sehr gut. Und nochmal, komm. Wow. Und nochmal. Halt immer so mit ihr mit. Ja, das... Wuhu! Also, ne, nicht zu laut sein, hä? Sarah, hopp. Sarah. Sarah, komm. Hopp, hopp. Ja, und nochmal. Wunderbar, und nochmal. Nee, du hast das ja falsch gemacht. Du hast dich umgedreht. Du sollst mitgehen. Nicht umdrehen. Komm. Warte. Zack. Hopp. Hopp, du gehst mit. Hopp, am Platz. Hopp. Hier sind die wieder da und ich gehe mit dir mit. Ups. Weiter. Das ist, glaube ich, Mist, weil ich hier drin bin. Aria. Und dann immer so. Und das ist einfach nur wichtig, dass man von der richtigen Seite anfängt. Ja, schön machst du das. Guck, die machen das eigentlich ganz ohne Kommando, ohne alles. Die wissen das, die sind Profis. Und durch. Und da durch, unten durch. Hä? Tunnel. Aria, Tunnel. Rolle. 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 Trian ist komplett neu für die Hunde. Denken wir jetzt immer, was geht denen im Kopf vor, oder? Jetzt ein neuer gibt Kommando. Sarah, hopp. Und zurück an den Platz. Zurück an den Platz, Platz. Und dann, du kennst es schon, gibt's ein Wienerli. Da. Überrascht, eigentlich. Ja, ich würde sagen, mit den Hunden habe ich jetzt schon eine gute Flughöhe erreicht. Und jetzt geht der Flug weiter mit den Papageien. Grüßi. Bin ich ja brav. So viel. Das machst du nachher auch. Aber keine Angst. Die haben nur 2 Tonnen Beißkraft. 2 Tonnen Beißkraft, das ist wie wenn 20 Schwergewichtsboxer aufeinander stapelst, dann durch eine Schere an den Finger und dann stehen sie gemeinsam drauf. Nö, ich will denen kein Futter geben. Merkst du mal, wie vorsichtig die auch sind? Das ist zum Warmwerden. Nachher brav. Ja, die sind wirklich stark mit dem Schnabel, aber sehr, sehr vorsichtig und feinfühlig. Nimm die Nuss mal zwischen deine Lippen. Nee. Doch noch. Und dreh dich zu ihr hin, vorsichtig. Hat ja auch keinen Zahn gezogen. Würde ich dir mal vorschlagen, den Griff, den wir gerade nebenbei gemacht hatten, den zeige ich dir noch mal ausführlich. So, genau. So? Klar, ein bisschen nach oben, genau, nach oben. Oh. Nicht nach vorne, nicht nach oben. Guck mal, du bist nach oben, lass mal die Hand nach oben, nach oben. So? Genau. Bisschen mehr. Die hat kräftige Nägel. Au. Nein, das geht noch. Das erste Anfang. Bisschen mehr zur Faust. Eine Woche hast du Hornhaut. So ein bisschen rund einfach. So ein bisschen siehst du? rund. Ja. Machen wir deine Hände so.
Ja? Finca, lieg brav. Nein! Jetzt mach mir den kompletten Start. Ja? Und ich sag dir jetzt, wie du sie bitte so leicht zu mir wirfst. Ja? Wirfst nicht nach oben, weil oben ist das Zeichen im Kreis fliegen, ja? Aua. Ja. Du musst bitte so wie so eine Bowlingkugel oder wie auch immer, so ein bisschen nach vorne. Und zwar beim zweiten Mal rufen, okay? Aua. Also, ich würde jetzt kommen und sag Hallo zu allen. Klack, klack, Ja, klack. mach schnell. Dann rufe ich Finca. Dann rufe ich Finca und jetzt nach vorne. Jetzt? Soll ich? Ja, ein bisschen zu mir. Finca, dort. Das war schon über oben, bitte über unten, ja? Oh, verdammt! Ich brauche meinen Handschuh. Tut das weh? Ja, schon ein bisschen. Aber ich bin wahrscheinlich auch in Mimose. Aber Das ist kein Nüsli. die sind messerscharf, da, die Krallen. Und die sind dann auch ein bisschen verspannt. Und dann drücken sie da richtig 2 Tonnen da rein. He? Morgen zeige ich dir mehr von der Nummer. Ramona ist ja da. Vorne ist der Beat noch so, dann ja auch noch so für Notfälle parat oder so, ja? Falls sie dich attackieren und angreifen. Beat, wieso lachst du so? Ja, weil mir das auch so passiert ist im Vogel. Ah ja. Es ist außergewöhnlich, wenn man ein Tier hat. Aber nachher, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, ist es nicht mehr schlimm. Ich habe es echt schon ein bisschen lieb gewonnen. Schau mal, wie es sich da liebkoset. Komm her, Finca. Ja, ich habe die Knalltüten. Komm her, Ben. Benjamin, wie hat er sich geschlagen? Ein bisschen wehleidig am Anfang, aber dann muss er durch. Noch hat der Jan nicht Feierabend. Der Marco und Ramona, die haben ja noch 5 Kinder. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Also vielleicht, wenn man nicht ruhig sitzen kann, ist das die optimale Therapieform. Aber du kommst wirklich zu keiner Sekunde Freizeit so. Und mir haben erzählt, wenn sie dann ja irgendwie 9 Monate durchgearbeitet haben, dann gönnen sie sich mal 10 Tage lang teilen mit der ganzen Familie, gehen sie in die Ferien. Auf das planen sie schon seit langem. Und jetzt schaue ich, ob sie überhaupt qualifiziert dafür sind. Darum gibt es jetzt hier ein kleines Thai-Dinner. Juna und Mara. Freut mich. Ich habe gerade ein bisschen nasse Hände, darum wieder so. Dang, bam. Ich habe gehört, ihr wollt noch helfen mitkochen. Stimmt das Gerücht? Ja. Oder lieber draußen spielen? Helfen mitkochen. Wollt ihr da noch viel mit anpacken und helfen? Im Buffet helfen, verkaufen. Und ich helfe beim Abbau mit den Kabel. Ah, stimmt. Da hat mir dein Vater erzählt. Ja. Stimmt, er hat gesagt, du siehst die Arbeit immer, aber du sagst immer am Flur mit diesen Kabeln. Ja. Eigentlich hatte Jan ja Glück gehabt mit seinem Ämtli. Zum Znacht sind heute nur 2 von den 5 Kindern da. Achtung, heiß. Stressig, Ja, gell. Recht viel Neues. Ja. Das tut schon immer sein Hirn ein bisschen beanspruchen. Dann danke für Danke. Okay, ja, danke euch. Und einen guten. 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 Danke Mara und Jonas fürs Kochen. Mal schauen. Ich bin erst einen Tag da. Ich bin schon durch, als wäre ich schon eine Woche da. Aber es war sehr ein bereichernder Tag, sehr viel Freude gehabt. Es hat allerdings auch einen Schockmoment gegeben, als ich gehört habe, dass ich tatsächlich noch meine eigene Nummer einstudieren soll. Weil bei so einer Zirkusnummer ist es schon gut, wenn man irgendein Talent hat, oder? Und jetzt muss ich einfach noch schauen, was das ist, was man in eine Manege bringen könnte. Und ich habe nur noch 4 Tage und dann bin ich auf der Bühne. Guten Tag, die Damen. Gehen Sie heute in den grössten Zirkus von Wildhaus? Ja. Haben Sie gut gewählt? Ja. Viel Vergnügen. Ja, danke. 94 bis 100 sind eure Plätze. Den Moment, dass der auf 14 Tag
46 plus 38. Das Lassen Sie sich das Spektakel nicht entgehen. Go wandern können Sie noch das ganze Jahr. Jetzt kann ich die Vorführung schauen. Ja, ich muss mich jetzt nämlich mal inspirieren lassen. Für meine eigenen Nummern vor allem. Gute Show, ne? Danke. Schöne Vorführung. Serena, hock hier hin. Ja, da dich jetzt anzeichnen. Also, schau, Serena, du kommst jetzt Popcorn über. Pass gut auf dort. Weil bei meinen Nummern am Samstag habe ich entschieden, es gibt keine Solo-Nummern, sondern alle, die ich kenne, haben irgendwo hier noch eine Rolle. Auch du. Hä? Das Krokodilkostüm hast du ja noch, gell? Der hat ein Mikrofon, also ja, könnte auch reden. In der Show. Weil wenn ich nicht reden kann, dann bin ich nichts wert. Ich würde es noch geniessen mal. Wäre zwar mal schön. 4 Minuten Ruhe. So, jetzt auch. Jetzt geht's los. Total gute Nummer. Gut, was ich kann, ist rechts Popcorn und links Magenbrot fressen. Synchron. Oh, schau, der Bär. Ah, der Bär macht es eben schön gegen unten. Der Bär macht es schön gegen unten. Ganz ruhig bleiben, Climax. Ich hoffe, mein Krokodil performt so wie die Papageien. So und so. In der Pause muss der Jan natürlich wieder mithelfen. Hallo, die Damen. Läuft's? Gut. Hey, viel Spaß. Ein Danke, danke. Einen guten. Ja, ich habe es gar nicht so geniessen. Ich habe das geschaut und jemand denkt, was kann ich da beisteuern? Die Zahlnummer ist auch schon weg. Jetzt wird es langsam eng. Oh, Hundeshow. Das kann ich auch. Ade, danke. Tschüss miteinander, merci. Das Problem ist, es muss immer etwas laufen. Weißt du, kannst nicht einmal 5 bis 10 Sekunden etwas überlegen. Was machst du jetzt als nächstes? Sondern es muss zack, 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 zack. Puh. Und ich muss jetzt auch noch eine Musik finden. Ich muss alles finden. Ich muss wirklich Requisiten, Musik, Idee. Viel Zeit bleibt am Jan nicht mehr. Am Samstag gilt es ernst. Der Jan braucht eine eigene Nummer. Drüber anlegen. Ja, jetzt vor irgendwie 10 Minuten hat es mich gepackt, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kommt etwas. Wenn ich es jetzt so anschaue, glaube ich, das ist eine grossartige Nummer. Ich fühle es schon.
Also am Anfang über Musikeinsatz kommen, Ennio Morricone, so. Und dort wird das Krokodil schon in der Manege liegen. Mein Elch, den ich eigentlich domptiere, haut mir schon mal ab, geht schon mal in die Manege, wird vom Krokodil verschreckt und flüchtet dann aus der Manege. Und erst dann komme ich raus und ich habe mein Tier verloren. Und dann geht die Geschichte los. Und am Schluss muss der Elch einfach noch mal irgendwie auftauchen und noch einen Höhepunkt abliefern. Den habe ich noch nicht. Zack, und dann muss es weitergehen. Dann haben die Leute genug von diesen Scheisswitzen. Wir sind alle im gleichen Boot. Ihr müsst mitziehen. Ja? Sind ihr dabei? Fühlen Sie auch? Ja, ich fühl's so. Serena? Mhm. Yay. Was, am Morgen ist es hier nicht mehr besser? Ja. Gut. Morgen ist es ziemlich schlimm. Was machst du überhaupt? Ich muss ja noch eine Nummer einstudieren. Was meine ich? Sie heisst jetzt Fizes tierisch gute Nummer. Da wirst du auch noch wieder mitmachen. Mhm. Auftritt Juna. Was willst du für eine Auftrittsmusik? Kannst du wählen? Gut. Krokodil schnappt nach Elch. Elch schreit und flüchtet aus der Manege. So, alle auf Position gehen. Heiße Probe für Fizes tierisch gute Nummer. Und dann sage ich so, Elch, jetzt tu nicht blöd, was ist das Problem? Und dann kannst du so machen, so. Du hast Angst vor dem Schnappi? Hä? Die hat ja nicht einmal Milchzähne. Dann musst du möglichst schnell an der Banane vorbeilaufen. Wirklich, das Programm probt haben wir, glaube ich, einmal. Und das hat nicht dazu geführt, dass weniger Druck herum gewesen wäre nachher. Und dann ist da die Banane und dann macht zack, haut's mich da am Boden runter. Und dann kannst du ja noch so machen oder so. Jetzt ist er gar nicht geprobt, weil dann hätte ich noch gedacht, vielleicht kommt alles gut. Nein, ich bin kein Ohrwurm, ich bin Ohrwurm! Aha, das bist du. Scheisse. Meine grösste Nummer von dieser Nummer war eigentlich so eine Sprechnummer mit einer Handpuppe. Bauchrednen ist eigentlich fast nie lustig. Ist Bauchrednen schon mal lustig gewesen? Seit der Krimi und Caroline. Woher kommst du? Ja, das ist eine haarige Geschichte. Ich muss auch sagen, es ist eine unfaire Aufgabe, weil ich muss das einfach zwischen der Kinderbetreuung, Kochen, Hundenummer, Papageiennummer, sollte ich noch irgendwie eine eigene Nummer anbringen. Das kann nicht funktionieren. Es geht Schlag auf Schlag. Jetzt muss der Jan mit den Papageien proben. Also gut. Finca, ich bin der Obervogel, hä? Ich, nicht du. So. Weißt du was? Nimmst du jetzt einfach mal raus, bevor du sie zu mir fliegen lässt. Solange du noch hier bist. Genau. Komm, Finca. 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 Jetzt würde ich reinkommen. Jetzt würdest du reinkommen und der Vogel wäre jetzt schon bei mir. Also, die Musik für das Intro beginnt. Hast Gut. Zeit, sie rauszuholen. Nein, Finca, nicht spielen. Finca, du musst da kommen. Komm, Finca. So, dann hast du noch 10 Sekunden. Finca, gib mir deine Kralle. Hol das Nüsschen und gib mir die Kralle. Komm, Finca, jetzt. Ja, jetzt. Okay, das war noch alles im Rahmen des Okay, Möglichen. wir sind schon hier. Papageiennummer wollte ich wirklich nicht verkacken, weil ich gewusst, dem Benjamin ist das wichtig und darum ist es auch mir wichtig gewesen. Auf der anderen Seite vom Zelt wartet nochmal ein Papagei auf seinen Einsatz. Nee, nicht wieder zumachen. Jetzt müssen wir rauskommen. Gut, komm. Komm. Jawohl, du bist ein geiler Vogel. Du bist mein Lieblingsvogel. Climax, komm her. Komm. Super brave Climax, ja? Ob das dann funktioniert mit Publikum? Kurz umziehen, dann geht's schon los. Einmal Stange, nimm die Karren ein bisschen weg. So. Wie
Heute Abend ist Showtime, oder? Alles gut? Okay. Hey Jan, toi, 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 wir drücken der Tür. Beat, hast du auch Beruhigungstee? Bei mir muss ich niemand beruhigen. Ja, ich weiss nicht wegen dir, wegen der Papagei-Show Wegen heute. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, der macht er nicht. Aber das hast du schon ein paar Mal gemacht? Ja. Und? Ist mir auch mal verstopft. Der ist mir auch mal ab. Er ist schon geflogen, bevor der Artist reingekommen ist. Hat er schon seine Runde gedreht. Das ist... Aber das gibt's halt. Ich habe ihn auch falsch in die Hände genommen und dann ist er mir davon geflogen. Good luck with the show, let's go, hä? Wenn der Herr fertig ist, kannst du ihn dann probieren rauszunehmen. Wenn er fertig ist. Jetzt kannst du rausholen. Okay. Nein, Finca. Komm. Hast du gekommen? Oh, Finca, da, Nüssli. Jetzt bin ich sogar zu früh. Jetzt bin ich zu früh. Ja, nicht, dass mir das Gleiche passiert wie dir. Hey, Finca, der Benni wird staunen. Hossa, Finca. Finca. Finca hier. Und Hossa. Voll Finca. Oh, so, perfekt. Super, Finca. Hey, so schnell habe ich sie noch nie rausgegeben. Ich wusste, es zählt. Bei mir muss es einfach zählen. Oh, muss ich nicht schon los? Nein. Ich habe viel zu früh angefangen zu feiern. Als die Finca losgeflogen ist, habe ich gedacht, okay, ich bin 1 Minute vor Papageiendom-Tür. Oh, oh, jetzt. Und tschüss. Ich denke, ich bin der Größte. So, wo ist der Vogel? So, Nüsschen. Nein, jetzt ist er mal weg. Ah, nein, nein, Climax. Oh, ich habe ihn nicht mehr gut. Ich habe ihn nicht mehr gut. Ah, Climax, nein, hör auf, hör auf. Climax, aufhören. Ah! Oh. Nein! Scheiße, kannst du mich schnell nehmen? Kannst du mir von der anderen Seite gehen? Mit dem Daumen bremsen. Oh mein Gott! Die haben es auch mega gut gemacht. Für euch ist das nicht mehr besonders, hä? Nein. Ah. Hey, Erleichterung pur, ich hab's ja gesehen. Aber hey, hat alles perfekt geklappt? Reibungslos. Bei der Climax war im wahrsten Sinn das war der Höhepunkt. Ich hatte eigentlich, im Slalom würde man sagen, ich habe eingefädelt und dann muss ich zurücksteigen und dann bin ich noch bis ins Ziel gekommen. Nach der Nummer ist vor der Nummer. Nach den Papageien sind am nächsten Tag die Hunde dran. Serena, Ja? hast du mir mal Kostüm aufgegeben? Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Richtige ist für die Hundeshow. Doch, das ist es. Nein. Nein. Ach, das ist es. Nein, da brauchst du nichts anderes. Das lenkt zu fest von den Hunden ab. Oder? Frau Breu! Das oder etwas anderes? Problem ist, ich habe kein Kostüm für die Hundenummer. Das war noch das Letzte, das ich hatte, aber ich glaube, es ist nicht das Richtige. Vielleicht können wir es mal... Wie heisst er da? Baktus. 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 Wäre das etwas? Nein, gell? Okay, ich ziehe mich um. Und noch ein bisschen so. Fertig. Augen auf. Oh! So. Der ist aber gut, hä?
Mein Lieblingshund von allen Hunden, die ich kenne. Hopp. Nächstes Mal machen wir mit dir, hä? Gut. Wie eifersüchtig. So. Ja. Zum ersten Mal geht der Jan vor Publikum in die Manege. Sarah! Sarah! Ja! Und? Sarah! Okay. Ja, nochmal. Ja! Und der letzte. Sehr gut gemacht. Sarah. Und Rolle. 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 Jawohl! Das war auch eine meiner besten Nummern mit diesen Hunden. Und hoppa! Ja, das läuft ja wunderbar. Bisschen Wurstfinger, aber... Sehr gut. Hey, danke vielmals, dass ich das mit dir machen durfte. Sehr gerne. Es ist nicht selbstverständlich, dass man da einen Laien drauf loslässt. Ich konnte den Moment auch nicht geniessen, weil ich gewusst, am Abend kommt mein grosser Auftritt. Ja. Darum, ich war den ganzen Tag wie in einer Blase rein, so wie nicht bei mir, weil ich gewusst habe, am Abend kämen die 7 peinlichsten Minuten von meinem Leben. Der Höhepunkt für Jan und die Zirkusfamilie Berger. Ich bin in der Probe nie schauen, weil ich einfach von Anfang an gesagt habe, ich will mich überraschen lassen. Es ist einfach so schwitzig. Wir sollten. Wir sind nervös, oder was? Ja, wegen der Juna oder wegen mir? Ja, wegen allem. Wenn ich mir doch nicht so sicher bin, ob es eine Nummer gibt und ich nicht mein Gesicht verlieren will, tue ich mir jetzt erstens den Schnauz zu und zweitens ändere ich noch den Dialekt, dann weiss niemand mehr, dass das ich bin. Hm? Dass die Leute nicht lachen und klatschen. Das wäre jetzt für mich eigentlich das Schlimmste. So falsch. Nein, ist heiß. Oder bin ich? Oh, bist du ein bisschen nervös? Ich bin so was von nervös. Wenn man einen Blackout hat und es geht einfach gerne nicht mehr. Wir rocken die Show, hey, Juna? Boom! Ja, I'm so not ready. Holy crap. Das kriegst du schon hin. Kannst du dann gehen? Du kannst eigentlich schon reingehen, Juna. Rudi! Nein, Rudi, du kannst noch nicht führen. Rudi, ich bin noch nicht verrat. Rudi! Wart! Rudi! Gott, vertell ich noch einmal. Ah, das ist doch ein Eichmann. Hey, Rudi, Gott, vertell ich. Du kannst noch nicht rausgehen, Gott, verdecken. Jetzt habe ich auch noch die Brille verloren. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Und jetzt habe ich hier schon ein Riesenproblem. Also kannst du jetzt raus spielen? Ist das okay? Noch einen kleinen Applaus für den Schnappi. Ja. Dankeschön, Schnappi. Tut mir jetzt schon mal leid für das ganze Tohuwabohu. Der erste Elch auf der ganzen Welt, der ein Rad machen kann. Jetzt ist mir der Elch ab. Es ist schon sehr bald sehr schlimm geworden, an einem Punkt, wo ich es noch gar nicht erwartet habe. Was ist das Problem? Was? Ah, du hast Angst vor dem Schnappi, dass es noch mal zubeißt? Dann hat sich einer so gemacht, im Publikum so. Und das Publikum. Seien wir mal ehrlich, das Schnappi hat ja noch Milchzähne. Und es war so ein Applaus, weißt du, nicht so «Bravo, bravo», sondern so «Raus, raus». Nein. Gott, vertell ich noch einmal. Das läuft in eine völlig falsche Richtung. Die checken überhaupt nicht, um was es geht. Und wir haben nicht viel mehr als das. Es ist nicht so, dass wir noch jenste Gags hatten. Schnappi! Rudi! Jetzt bleibst du da! Nein! Gut, jetzt ist blöd, kein Elch. Sonst irgendjemand das Tier dabei? Und dann habe ich gewusst, jetzt geht es noch 5 Minuten. Und die Haarwurmnummer, die mir am meisten Bauchweh bereitet hat,
Murmeltier, nicht da. Die ist erst gekommen. Ich will schon lange mal wieder in den Zirkus. Okay, wer ist das? Ich will in den Zirkus, ich bin der Haarwurm. Wer bist du? Ich bin der großartige Haarwurm. Also, Haarwurm, was könntest du beitragen, um diese Nummer jetzt noch irgendwie zu retten? Und du kannst dir nicht einfach sagen, warte schnell, noch mal neu justieren, sondern du bist dort ausgestellt. Ja, ich kann ja eigentlich alles, was man so im Zirkus muss können oder toute la boutique. Also, warum legen Hühner Eier? Hä? Weißt du das? Nicht? Wenn die Hühner die Eier würden werfen, würden alle kaputt gehen. Ich bin Stati. Und natürlich, Schnappi! Das ist euer Applaus! Großartig gemacht. Oh mein Gott! Schnappi! Juna, Super! du hast es so gut gemacht. Wir sind, ich bin stolz auf dich. Genau den richtigen Einsatz verwünscht. Dummerweise habe ich dich dort vorne noch runtergehört früher. Ehrlich, du bist auch gut gewesen. Grandiose Nummer. Hey, ein guter Juna, jetzt kannst du essen. Oh. Nein, ich bin jetzt eigentlich doch froh, ist es durch. Aber ich habe jetzt noch größere Wertschätzung von den Artistinnen und Artisten. Weil du musst wirklich rauskommen und dann musst du liefern. Ja, im Namen der Zirkusfamilie Berger, die sich heute einen schönen Abend machen konnte, möchte ich Ihnen herzlich danken für den Besuch hier bei uns. Sie sind ein grossartiges Publikum gewesen. Wir haben natürlich auch grossartige Nummern gehabt und dann auch noch eine andere. Sonst wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und denken Sie dran, wir sind immer für uns da. Da ist der Zirkus. Die Zirkuswoche ist wie im Flug vorbei. Was noch fehlt, ist das Abschlusszeugnis. Euren Zirkus Maramba. Ciao, ciao, ciao. Sind ihr zufrieden einigermaßen? Nein, es ist gut. Also, es ist niemand schreiend davongerannt oder irgend so etwas. Das Zelt steht auch noch. Die Leute haben Spass Also ich muss gehabt. dir gratulieren. Wir haben Spass gehabt. Danke vielmals. Absoluter Burner gewesen. Das Finale grandios. Finale grandios, gut. Auch die Nummer top. Und das Finale ist für mich... So gute Leute, also das hat sehr geholfen. Selbst nach meiner Nummer sind die immer noch so fröhlich gewesen, auch wenn es keinen Grund mehr gegeben hat. Dann kommen Sie wieder mal. Ja, warum nicht? Klar. Gut, nächstes Jahr. Ja, ich kenne das Programm noch nicht, aber wir kommen einfach wieder. Ja, das ist gut. Ja. Ehrensache. Hat mich gefreut. Im Namen der Zirkusdirektion einen schönen Abend. Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region.